Dem Himmel sei Dank. Die Banditen sind erledigt. Du hast mein Leben gerettet. Wer bist du? Mein Name ist Elvrich. Ich komme aus der Stadt. Meister Torben hat mir erzählt, dass du verschwunden bist. Diese miesen Kerle haben mich hierher verschleppt und mich hier gefangen gehalten. Was genau ist dir passiert? Ich war auf dem Weg zu dem Treffpunkt, den ich mit meinem Mädchen ausgemacht hatte. Ihr Name ist Lucia. Wir hatten den Plan, in die Berge zu verschwinden, weg von der Stadt und allen, die dort leben. Ich war gerade am Treffpunkt angekommen, als plötzlich einige dieser Banditen aus dem Dickicht kamen und uns beide gefangen nahmen. Ich habe mich natürlich gewehrt, aber es half nichts. Es waren einfach zu viele. Du hast sie nicht zufälligerweise gesehen? Erzähl mir von Lucia. Ein Mädchen aus dem Hafenviertel. Sie hat für diesen Fiesling Bromor gearbeitet. Sie ist sehr hübsch. Was wollten die Banditen von euch? Manchmal konnte ich sie nachts belauschen. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich glaube, sie wollten uns versklaven. Wohin wollten sie euch bringen? An einen Ort hier irgendwo auf der Insel Korines. Aber ich denke, man kommt nicht ohne Schiff dorthin. Sie haben mich zu einer Anlegestelle an die Küste gebracht. Dort lagerten einige Piraten. Einer der Banditen ging voraus, um mit den Piraten zu verhandeln. Es gab ein heftiges Streitgespräch zwischen ihnen. Ich glaube, dass der Bandit mit mir zusammen von den Piraten übergesetzt werden wollte. Die Piraten sind aber nicht darauf eingegangen. Kurzerhand haben sich die Banditen hierher zurückgezogen und seitdem saßen wir hier herum. Sie schienen ziemlich ratlos zu sein. Und dann bist du gekommen. Genau. Okay, wo ist denn die Anlegestelle? Wo ist diese Anlegestelle der Piraten? Sie ist nicht weit vom Hafen von Korinis entfernt. Wenn du auf der Kaimauer stehst und aufs Meer hinausschaust, musst du nur in ein Boot steigen und rechts die Küste entlang fahren. Die erste kleine Bucht, die du dort findest, das ist die Anlegestelle, die ich meine. Piraten in Korinis? Ich weiß nicht sehr viel über sie. Bei der Anlegestelle habe ich das erste Mal überhaupt einen von ihnen gesehen. Sie halten sich immer im Hintergrund. Jeder von ihnen ist ein gesuchter Verbrecher in Korinis. Sie haben Angst vor dem Galgen. Deswegen wirst du niemals einen von ihnen in der Stadt antreffen. Okay, wir haben Lucia ja schon getroffen. Im Bordell. Wurden den Banditen, die dich gefangen hielten, Waffen geliefert? Oh ja, so einen Haufen, dass sie fast gar nicht schleppen konnten. Sie sind mit dem ganzen Kram in Richtung Seekopshof verschwunden. Bromor sagte, Lucia hätte eine goldene Schale mitgehen lassen. Tja, wenn Lucia wirklich Bromor bestohlen hat, dann werden die Banditen ihr das Ding abgenommen haben. Wo ist Lucia jetzt? Auf der großen Feldkreuzung vor Onas Hof haben sich unsere Wege getrennt. Die Banditen haben Lucia in den Wald hinter Seekopshof verschleppt. Innos möge sie beschützen. Du solltest machen, dass du wieder in die Stadt kommst. Was denkst du, was ich mache? Ich gehe direkt zurück zu meinem Meister Torben. Wirst du nach den Banditen suchen? Tja, ich denke schon. Wenn du Lucia finden solltest, bring sie sicher in die Stadt, ja? Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay, dann haben wir eine neue Aufgabe. Und damit, glaube ich, hätten wir jetzt einen Pluspunkt bei Torben. Und er kann uns Schlösserknacken beibringen. So, jetzt schauen wir erst einmal. Und zwar schauen wir bei der Waffenhändler. Der Bauernhof von Seekop. Tja, wo war denn der? Okay, dann werden wir uns da auf den Weg machen. Zu Seekops Hof. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wo der ist. Das vermutet jetzt einfach mal, dass der da vorne links ist.
Haben wir die goldene Schale? Haben wir nicht, gell? Hat die einer dabei gehabt? Nichts zu holen. Wir haben die aber alle durchgesucht. Also war keine goldene Schale dabei. So, da vorne ist ein Bauernhof. Und das kann der von Seekop sein. Weil da bei der Brücke war das von Agil, glaube ich. Da hinten ist ja der Großbauer Ona. Beim Weidenplateau ist ein anderer Bauer. Dann müsste das da hinten der Seekop sein. Hoffe ich zumindest. So, wer ist denn das da? Balthasar. Das ist der Till. So, und der Typ da. Was willst du auf meinem Land? Hier gibt's nichts zu klauen. Scher dich weg. Gibt es in diesem verfluchten Land eigentlich ein Fleckchen Erde, das nicht irgendjemand gehört? Geh arbeiten, dann kannst du vielleicht auch irgendwann mal ein Stück Land dein eigen nennen. Aber bis dahin lungerst du gefälligst woanders rum. Ja, das ist Seekop. Hör mal. Ich hab zurzeit keine Arbeit für dich. Jetzt geh. Hör mal. Ich hab zurzeit... Ach so, gut. Wir suchen nicht keine Arbeit. Rosi. Hey, du. Alles klar bei dir? Ach ja, geht so. Mir tut das Kreuz weh von der ganzen Schufterei. Was machst du hier? Kommt selten vor, dass ich hier Besuch bekomme. Was machst du hier? Das frage ich mich auch die letzten Jahre. Mein Mann Seekop hat es sich mittlerweile mit jedem in der Umgebung verscherzt. Überall hat er Schulden. Deswegen stiehlt er das Gut aus Onas Beständen und verkauft es an die Stadt. Mit diesen miesen Geschäften hat er sich schon ein Vermögen ergaunert. Außerdem schleift er unsere Feldarbeiter, bis ihnen das Kreuz bricht. Der wird von seinen eigenen Leuten nur noch Menschenschinder genannt. Besonders stolz ist man darauf nicht, die Frau von Seekop zu sein. Das kannst du mir glauben. Manchmal wünsche ich mir die Barriere zurück. Willst du etwas zu essen kaufen? Oder vielleicht etwas für die Jagd in den Wäldern? Ja, eigentlich nicht. Barriere? Na, diese Kuppel, die damals das alte Minental umschlossen hat. Viele Bauern und Arbeiter, die sich damals eines Verbrechens schuldig gemacht haben, wurden kurzerhand hineingeworfen und kamen danach nie wieder. Bist du jemals bei der Barriere gewesen? Nein, wir haben immer nur davon gehört. Benga, der Bauer auf dem Weidenplateau, kann dir sicherlich mehr darüber erzählen. Sein Hof befindet sich ganz in der Nähe des Passes zum Minental. Halt die Ohren steif. Pass auf dich auf und lass dich nicht ärgern. Wir lassen uns nie ärgern. So, hinter Seekops Hof. Das heißt, die Banditen müssen da irgendwo ihre Lager haben. Gut, da wollen wir aber erst einmal speichern, da die sagen. Und dann geht's beim nächsten Mal da weiter.